Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten. It's Kasperl. Finally, we're there. Der letzte Teil, Blaueiterbärchen, ist relativ kurz und vergleichsweise unspektakulär, glaube ich. Wir sind jetzt hier schon bei Minute 6 im Video vom Ofi. Der hat vorher dann nochmal ein bisschen geredet über Fanart, was ihm zugeschickt wurde, aber auch über Dinge wie zum Beispiel, dass Reini wohl Drohnachrichten an den Frankengamer geschickt hat. Das war zu dem Zeitpunkt, als gerade das Frankengamer-Interview aktuell war. Und dass wohl ASB-Mafia versucht hat, mit Uwe Kontakt aufzunehmen, der dann daraufhin wieder verstörende E-Mails geschrieben hat. Also nicht verstörend vom eigentlichen Inhalt her, sondern vom diese WhatsApps. Ne? Also was, wo man sich denkt, der ist nimmer ganz sauber. Ne? Hallo unbekannt, der Rainer leider nimmer da. Der ist weder Kennerficker noch was anderes. Der ist eine arme Frau wie viele. Keine Ahnung, ne? Satzzeichen sind keine Rudeltiere, lieber Uwe. Hast eine Telefonnummer, bitteschön sende. Dankeschön. Das hat so ein bisschen das Niveau von was letzte Preis von irgendwelchen Geschichten bei eBay Kleinanzeigen oder sowas. Ich finde es auch immer lustig, wenn irgendwelche Nazis, die über Ausländer schimpfen, dann selber praktisch der deutschen Sprache nicht mal mächtig sind. Also wenn ausreichende Deutschkenntnisse eine Bedingung dafür wären, dass Leute in diesem Land leben dürfen oder nicht, dann wären Leute wie der Uwe anscheinend auch schon abgeschoben worden. Wohin? Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Ne? Aber jetzt haben wir eine Situation, Bärchen liegt auf der Couch, Reini liegt auf der Matratze in der Ecke und Bärchen lässt die Aufnahme mitlaufen. Also das war während dem Besuch bei Reini. Ne? Und da hören wir jetzt mal rein. Ja, wie ist es mir gegangen? Also ich habe eigentlich nicht viel gemacht. Ich habe das jetzt hier ein bisschen lauter gemacht, weil das natürlich von der Aufnahme ein bisschen schwierig ist. Weil das Handy, mit dem sie das aufnimmt, natürlich bei ihr liegt und Reini am anderen Ende vom Raum. Gott sei Dank ist der Raum nicht groß, dementsprechend let's go. Ich bin halt hier beim U-Bahn gekommen, habe am Anfang noch ein bisschen zu meinen Übungen gemacht, irgendwann eingeschlafen, auch weil ich dann irgendwann nicht mehr nicht mehr das Essen oder so hatte, weil dann... Ja, worum es da geht, das ist halt, als er hier angekommen ist, war er noch irgendwie die Online-Bitch von Katal und da hat er noch seine Übungen gemacht und da ist Katal noch gekommen und hat ihm die Fresspaketchen gebracht. Hat ihm noch gesagt, was er zu fressen hat, wann er zu schlafen hat und was er an Sport zu machen hat. Und als das dann aufgegeben wurde, ne, dann war es soweit. Dann sind wir in den alten Trott verfallen anscheinend. Ne? Fressen eine wichsende Dattel den ganzen lieben langen Tag. Der Katal ausgestiegen ist und am Schluss habe ich dann eigentlich auch nichts mehr gewusst gehabt. Und bin dann hab dann irgendwann ganz aufgehört damit. Oh ja, so nochmal. Ich war auf 180 runter. Bin ich auf Sachen wieder hoch. Auf 100 Sachen 80 war er runter. Ich finde es jetzt hier spannend. Es ist natürlich nicht auszuschließen, da es sich um Reini handelt, dass er das Bärchen hier auch anlügt. Damit muss man immer rechnen, ne? Wenn Rainer das Maul aufmacht, dann lügt er. Es kann aber sein, also in der Situation, wo er alleine mit dem Bärchen da nachts in der Wolfschanze ist die Möglichkeit noch am höchsten, dass es eben tatsächlich der Wahrheit entspricht. Und das finde ich interessant. Ne? Dass er, wenn er sagt, er war auf 180 runter. Ich weiß es nicht, aber das heißt, er hat offensichtlich gut Gewicht verloren. Ich nehme nicht an, dass er auf 180 runter war. Aber ich nehme schon an, dass er einiges verloren hat, weil er hat ja mit Katal schon über mehrere Monate hinweg
wohl ein Ernährungs- und Sportprogramm durchgemacht. Und je desaströser das Übergewicht ist, desto schneller verlierst du natürlich am Anfang Pfunde. Ne? Es geht am Anfang massiv was runter, der Großteil davon ist erst einmal Wasser. Ne? Es ist, wenn du dich gesund ernährst und langsam irgendwie der Elektrolythaushalt in deinem Körper sich wieder ein bisschen normalisiert, weil einfach nicht noch mehr Salz, Fett und Zucker reingeschoben wird in rauen Mengen, schubkarrenweise jeden Tag, dann behebt sich das mit diesem Wasser in den Beinen langsam, ne, in seinem Fall. Aber das macht natürlich was aus. Ne? Wenn du in jedem Haxen 20 Liter Wasser hast und du verlierst am Tag 1 Liter davon, dann bist in der Woche also ein Liter pro Haxen, ne? Dann bist du in der Woche 14 Liter Wasser los und der Liter Wasser wiegt der Kilo. Ne? Und also ich nehm schon an, dass er während dieser Zeit, wo Kadal ihn zum Abnehmen geknechtet hat, auch wirklich gut abgenommen hat. Es hilft halt nichts. Ne? Also vor allem, wenn du nicht langfristig abnimmst, weil solche Fettzellen verlieren natürlich auch erstmal Wasser, aber die Zelle an sich ist ja dann erstmal noch da. Und wenn du dann mit der Scheiße wieder anfängst, dann freut sich die noch vorhandene Fettzelle, dass sie sich wieder schön vollsaugen kann. Und dann geht der ganze Scheiß von vorne los. Ich persönlich glaube, mich müsste mich wirklich täuschen. Ich würde, sagen wir mal, einen moderaten, kleineren Geldbetrag darauf wetten, dass Rainers aktueller Gesundheitszustand desaströser ist, als er es noch vor einem Dreivierteljahr war, als er sich aus dem Internet verbessert. Weil ich glaube, vor einem Dreivierteljahr, Anfang diesen Jahres, hat er noch, da war noch ein bisschen was von der, ne, von der Quartalabnehmen-Sportaktion wieder da, weil du kannst ja auch nicht instant wieder 30 Kilo zunehmen innerhalb von der Woche, aber ich glaube, aktuell, ich weiß nicht, ob er aktuell den schlimmsten Gesundheitszustand hat, aber es ist anzunehmen zumindest, weil es hört sich dumm an, aber Rainer wird ja auch nicht jünger. Und ich habe neulich erst wieder was gesehen, da waren Aufnahmen von Reini von vor 5 Jahren, wo er 30 war. Und da hat er im Gesicht, freilich, er hat damals schon keinen Hals gehabt. Und der war desaströs morbid adipös. Ne? Also braucht man auch da nicht drüber reden. Aber er hat im Gesicht deutlich gesünder ausgeschaut, wie jetzt das letzte Mal, als wir ihn in irgendeinem Stream gesehen haben. Und natürlich ein Körper in seinen Mitte, Ende 20ern erträgt das besser, dieses extreme Übergewicht. Auch der ist geknechtet, auch er hatte ja schon seine Probleme. Wir wissen alle, Gallenblase, Wassertabletten. Hast du nicht gesehen, ne? Offene Haxen. Aber das geht exponentiell schneller, je älter du wirst. Und jetzt mit Mitte 30, glaube ich, kesselt es. Wie gesagt, ich sehe es an mir selber. Ich habe jetzt in letzter Zeit gut was abgenommen. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr abgenommen. Ich muss mich jetzt wieder ein bisschen mehr reinklemmen. Wird schwierig, weil Winter, Weihnachten, ihr kennt es. Ich bin ein Sommermensch, ich mag den Winter nicht. Ich habe da immer ein bisschen Blues. Und da esse ich viel. Ne? Also, anstatt dann irgendwie mir zu denken, oh, machst du irgendwas Gesundes, schaust du mal. Ne? Geht's im Winter schon häufiger gern, jetzt komm, lass Burger machen oder Pizza bestellen und dann schraube mal 3, 4 halbe rein und fertig ist. Und aber na, man arbeitet dran. Aber ich habe das auch gemacht, weil ich gemerkt habe, es ist schwieriger. Und ich fühle mich, ich habe knapp 17 Kilo abgenommen und ich fühle mich so viel besser seitdem, körperlich. Ja? Auch psychisch ein bisschen das eigene Körpergefühl ist wichtig. Und ich habe das halt auch gemerkt, je älter man wird, desto weniger leicht verträgt der Körper das, desto mehr belastet einen das, wenn man halt einfach mal 10, 15 Kilo zu viel mit sich rumträgt. Und jetzt bin aber ich immer noch
Ja, inzwischen, ich war auch zu meinen schwersten Zeiten nur weniger als halb so schwer wie Rainer. Ne? Und wenn mich das da schon belastet hat, ich will nicht wissen, wie Rainer sich körperlich fühlt. Wir wissen alle, Rainer ist ein sturer Bock, der das einfach komplett wegignoriert. Es gibt genügend solche Leute. Das hat er, glaube ich, ist eine der wenigen Eigenschaften, die er von Rudi geerbt hat, weil wenn Rudi zur Vorsorge gegangen wäre, wer weiß. Ne? Aber ne. Motivation war ja auch weg, ne? Ja, das warst nämlich du. Ja, da den ganzen Bereich unterm. Das ist mir vorhin auch den ganzen Bereich Umschau nicht geschafft, den habe ich vergessen. Aber ansonsten, ja. Ja, und das Bett habe ich mir gedacht, das können wir dann später noch vernünftig machen, weil ich leg dann die Matratze so hin. Ja, okay. Also als sie noch gesprochen haben, hat das Bärchen ihn. Das Bett machen wir dann morgen. Rainer, du hast kein Bett, du lebst pennst auf einer Matratze, die auf dem Boden liegt, weil kein normales Bett, das keine Spezialanfertigung ist, dich trägt. Ne? Weil die Leute bauen Betten nicht für solche Leute. Behalten. Ich muss die ganze Zeit an meinen Onkel denken. Was, wenn der stirbt? Das ist ihm scheißegal. Das geht mir einfach alles so nahe. Ich würde dich ja aufnehmen. Okay, ich mache das jetzt hier noch ein bisschen lauter. Wir müssen dann immer aufpassen, weil wenn Ofi wieder reinkommt, dann scheppert es mir sonst die Trommelfälle aus dem Schädel. Ich würde dir helfen, aber du bist ja einfach zum Übergang und nicht zu mir. Ich habe doch nur bei... Oh, Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Ich habe es euch jetzt auf maximale Lautstärke gemacht. Ich spule das nochmal zurück für euch. Ich würde dich ja aufnehmen, ich würde dir helfen, aber du bist ja einfach zum Übergang und nicht zu mir. Ja, ich krieg's leider nicht mehr lauter. Ich wollte dir ja helfen, aber du bist ja leider zum Uwe gerannt und nicht zu mir. Der Empathielord hat wieder zugeschlagen, Leute. Sie liegt dann da und erzählt ihm, ja, das belastet mich mit meinem Onkel und so. Und er so, ja, ich wollte ja trösten, aber du bist ja zum Uwe gegangen. Und wir wissen alle, wie dieser Trost ausgesehen hat. Ja, Rainer wollte sie mit seinem Trostschwimm trösten. Ja? Vollkommen uneigennützig, selbstverständlich. Aber sie ist ja zu Uwe gegangen, der ihr dann nicht helfen konnte. Ich wette was, das Gespräch mit Uwe da drunten, leicht schnapsseliges Gespräch mit Uwe da drunten, hat wahrscheinlich mehr geholfen als alles, was Rainer hätte tun oder auch nicht tun können. Ne? Ich habe doch nur bei Uwe einen getrunken und ein bisschen gequatscht. Du hättest doch auch dazu kommen können. Und ich habe in der ganzen Zeit alleine ja nichts gesagt, habe mir Gedanken gemacht, habe denke mir, was soll's, jetzt bringt's noch. Dann mache ich mir überhaupt noch einen Kopf oder versuche ich es überhaupt noch. Es tut mir leid, wenn... Es ist wild widerlich. Aber es ist diese bei Monas Macker draußen im Auto sitzen Aktion all over again, mit dem Unterschied, dass er kein Auto mehr hat. Sie tut nicht, was er will, und dann ist er eingeschnappt und macht sich sofort, weiß ich nicht, ob das alles überhaupt nur einen Sinn hat, ne? Weil die wollte jetzt kein Snoosen mit mir haben. Ist jetzt zum Uwe runtergegangen. Und ich bin dann da gesessen und hab geschmollt wie ein kleines Baby, ja, das man auf die stille Treppe gesetzt hat. Du kannst es dir nicht ausdenken. Ne? Bitte 30-jähriger Mann. Wenn ich durch meinen Onkel im Moment ein bisschen durch den Wind bin, kannst du das nicht verstehen? Ich verstehe das und ich habe mir vorhin versucht zu helfen, aber mich hast du echt gestoßen, dass du zu oben. Das ist hart widerlich. Ich habe dir vorher versucht zu helfen. Wir wissen aus den vorherigen Videos, was er getan hat. Versuchen ihr zu helfen. Er hat sie bedrängt. Im Badezimmer in der Ecke. Und sie hat sehr deutlich und anscheinend körperlich werden müssen, um ihn von sich wegzustoßen. Er sagte, du hast mich weggestoßen. Und bist zu Uwe gegangen. Rainer, das war nicht helfen, trösten oder sonst was. Die Frau hat sich bedrängt gefühlt, die hat Angst bekommen und ist geflüchtet aus der Situation. Tut mir leid, aber ich muss das Licht ausmachen. Die dauert auch. An dieser Stelle hier versucht sie... Was sie nicht an der Stelle macht. Aber ich mache jetzt Pause. Ne? Dass ich dann durchlaufen lassen kann bis zur nächsten Stelle, weil aktuell ist es wirklich so, ich muss das brutal hochschrauben, damit man da überhaupt was hört. Egal, Leute, ich hoffe, ihr hört es. Ich
fasse es dann immer nochmal zusammen, wenn was gekommen ist. Ich hoffe, ihr hört es. Es ist einfach wirklich schwierig von der Tonqualität her. Versuch dich hinzulegen, versuch ein bisschen zu schlafen und dann morgen früh um 8 Uhr oder was kannst du dann mit dem Zug, mit dem Bus direkt weiterfahren und mit dem Zug und dann bist du dann bis gegen Mittag zu Hause. Es ist. Sie versucht da mit ihm jetzt nochmal zu reden. Es ist klar, wenn einen irgendwas beschäftigt, ne? Ein Mensch, der einem nahe steht, ist krank in dem Fall. Oder ne, sonst irgendwelche Geschichten. Wenn man tagsüber am Werkeln und Wuseln ist man oft abgelenkt und denkt da nicht so dran. Und abends, wenn man dann da liegt, kommt es dann oft. Und dann schlägt es ja oft mal, jeder Mensch kennt es, schlägt es so ein bisschen wie so eine Flutwelle über einen ein. Und man hat dann oft ja auch das Bedürfnis, mit jemandem drüber zu sprechen. Und in dem Fall ist ja der Einzige, der da ist, mit dem sie sprechen kann, ist Reini. Und sie versucht ja dann mit ihm drüber zu sprechen. Wie gesagt, ob es den Onkel wirklich gibt. Sei es drum, aber das ist jetzt erstmal die Situation, wie sie aus Rainers Sicht eigentlich sein sollte. Und Reini hat in dieser Situation aufgegeben, ne, dass es noch zu Snoo kommt. Ne, Rainer weiß, okay, Snoo ist off the table, wird nicht mehr passieren, solange sie hier ist. Und wie wir im letzten Video festgestellt haben, ist dann Zeit mit ihr zu verbringen oder ihr zuzuhören, wenn sie über ihre Probleme spricht oder so. Es ist reine Zeitverschwendung für Reini. Das ist reine Zeitverschwendung für ihn. Ne, wenn sie jetzt nicht Snoo haben will, dann hat sie gefälligst ihr Maul zu halten und zu schlafen, dann kann sie sich morgen in der Früh trollen und zwar flotto und zwar sehr, sehr früh, damit er möglichst viel Zeit hat, fressende wichsende Daddle. Ne? Weil das sind Dinge, die bedeuten ihm dann mehr, die machen ihm dann mehr Spaß, da hat er da Bock drauf, weil, wie gesagt, ne, wenn sie nicht ne, Wurstfach herhält, dann ist sie für ihn praktisch nutzlos. Man muss es so hart sagen. Ne? Man muss es einfach so hart sagen, weil so ist es. So, wir sind jetzt weiter. Das lästige Thema mit dem kranken Onkel ist endlich vom Tisch. Und das Bärchen versucht jetzt Reini zu vermitteln, ne, wie es ihr geht. Wir wissen, dass es alles vollkommen, es ist ihm immer vollkommen wurscht. Aber sie versucht jetzt praktisch Empathie zu wecken, indem sie ihn darauf anspricht, dass sie sagt, ja, aber wie war es denn bei deinem Vater? Wie war es denn bei deinem Dad, als der gestorben ist? Wie hast du dich da gefühlt? Der ist ja auch krank geworden vorher, als der krank war und im Krankenhaus lag. Wie ging es dir dabei? In der Hoffnung, ihm dann damit klarzumachen, so wie sie sich gerade fühlt. Und das ist natürlich, Ofi hat es hier gerade vorher schon mal gesagt, das ist natürlich auf der einen Seite für Reini positiv, weil dann kann Reini von sich selber sprechen und wir wissen alle, Reini spricht sehr gerne von sich selbst. Und Reini erzählt diese Geschichte von wegen, ja, wie hart ihn Rudis Tod angeblich getroffen hat. Die erzählt er auch fürchterlich gerne, wenn es darum geht, Mitleidsbarne zu erbetteln. Und da hören wir jetzt mal rein. Ja, ich habe keine Nachricht bekommen, dass er krank ist. Das habe ich relativ schnell erfahren. Aber ich weiß ja noch, wie es war, als er gestorben war. Ja, ich hatte extrem viele Gedanken, aber mir war das nämlich so, dass die Mutter im Vorabend mit einem anderen Typen geschlafen hat. Alter, es ist so ekelhaft. Es ist so ekelhaft. Er sagte, ja, keine Ahnung, das mit der Krankheit und so, aber er hat dann, als er das mitgekriegt hat, dass er gestorben ist, hat sie ihn so belastet, weil die Mutter war am Vortag noch bei irgendeinem anderen Dude. Immer mit dem Finger auf die anderen Leute zeigen, vollkommen ignorieren, was er selber getan hat. Es ist ein Klassiker. Ja, wie ging's dir denn damals, als dein Vater gestorben ist? Meine Mutter hat Folgendes gemacht. Nein, darum geht's erst nicht. Und natürlich will er auf die Mutter, Entschuldigung, ablenken, weil er selbst ja nicht besser war. Also angenommen, das war tatsächlich so. Die Mutter hat schon den neuen Macker gehabt, hat bei dem gepennt in der Nacht und so. Auch eine Arschaktion. Also auch wenn die Beziehung, die Ehe da schon zerrüttet war, finde ich, wäre es schon auch angebracht gewesen, wenn man halt ne,
über 20 Jahre verheiratet war und 2 Kinder miteinander hat, dass wenn der Mann dann an Krebsex geht, dass man für den da ist. Ja, weil irgendwann hat man ja die Person anscheinend schon geliebt und man hat auch dieses in guten wie in schlechten Zeiten dann mal geäußert und das sollte eigentlich auch nicht so dahin gebrabbelt werden. Dementsprechend vollkommen klar, was seine Mutter da gemacht hat, war jetzt auch nicht cool. Aber er ist ja keinen Deut besser. Hätte er bimsen können, hätte er das auch gemacht. Er hat es ja versucht sogar. Ja, er ist halt in die Disse gegangen mit seinen Dulli-Kumpels und hat versucht, irgendwelche Tussis abzugreifen. Vollkommen utopisch, natürlich, aber halt nicht aus seiner Sicht. Und in seinem Hinterkopf weiß er das auch, dass er sich da absolut scheiße verhalten hat. Dass das absolut widerlich war, den eigenen Vater, der im Sterben liegt und der halt nicht weit weg im Krankenhaus ist, da alleine zu lassen. Und im Stich zu lassen und mit seinem Kumpel da ins Saufen zu gehen. Das ist, und das weiß er und deshalb möchte er von diesem Thema ganz schnell ablenken. Ne? Und auf seine Mutter umlenken. So, die hat aber gemacht. Alter, fürchterlicher Mensch. Ne? Ganz fürchterlicher Mensch. Mein Problem war halt, dass sie bei einem Typen geschlafen hat und ich am Vorabend eigentlich noch ins Krankenhaus fahren wollte, aber weil ich den Tag auch ins Krankenhaus wollte und den Tag darauf wieder mit dem Geburtstag von meinem Vater war, habe ich gedacht, an dem Abend, ich lasse es. Ja, also wie es jeder machen würde. Ganz ehrlich, da ist einen terminalkranken Vater im Krankenhaus liegen und dann denkst du so, ja, heute brauche ich ja nicht hin, weil in ein paar Tagen hat er eh Geburtstag. Dann fahre ich da, das wird schon langen. Reini, diesen Gedankengang kannst du haben und du würdest ihn, also jeder normale Mensch würde ihn bereuen für den Fall, dass dann was Unvorhersehbares passiert mit der Person. Aber diesen Gedankengang, den können Leute haben, die gesunde Eltern haben. Ne? Also keine Ahnung, angenommen du wohnst ein bisschen weiter weg von deinen Eltern und du überlegst, ja, besuche ich die jetzt? Und dann denkst du, in 2, 3 Tagen oder nächste Woche, da hat er eh Geburtstag, so, da sieht man sich dann eh, ich bin ein viel beschäftigter Mensch, ich habe jetzt noch was zu tun. Ne? Also für Leute, die auch arbeiten und so. Und dann kümmere ich mich jetzt heute, morgen, übermorgen um mein Graffel und fahr dann in 3 oder 4 Tagen zu meinen Eltern. Wenn dann einer von denen Geburtstag hat, dann hockt man sich zum Essen zusammen und dann ist nett und cheers. Ne? Den Gedankengang kann man da nachvollziehen. Den Gedankengang kann man nicht nachvollziehen, wenn einer dieser Elternteile sterbenskrank im Krankenhaus liegt und es jeden Tag vorbei sein kann. Dann ganz ehrlich, wenn man nicht, und ich muss das jetzt so sagen, scheißegal, ob mir dieses Video gesperrt wird oder sonst was, wenn man nicht der absolut räudigste Hurensohn auf diesem Planeten ist, wenn man das nicht ist, dann hat man seinen verfetteten Arsch in dieses scheiß Krankenhaus zu wuchten und für diese Person da zu sein. Und da gibt es keine Ausrede und kein gar nichts und das ist scheißegal, was die Mutter, die Schwester, der Großvater, die Tante oder die Cousins und Onkels und sonst jemand gemacht haben. Das ist vollkommen wurscht. Und wenn du das nicht machst, dann hast du kein Recht. Dann hast du kein Recht, über irgendwelche Trauer oder über deinen Vater oder wie schlimm oder sonst was das war zu reden. Oder dich mit irgendwelchen anderen Leuten zu vergleichen, die irgendeinen Schicksalsschlag erlitten haben. Dann hast du ein windschiefes, fettes Drecksogermaul zu halten und dich trollen. Und zwar schnell. Ich krieg Hasslatte, wenn ich nur dran denke. Ja? Andere Leute verlieren ihnen liebe Menschen unverhofft sehr schnell und haben nicht diese Möglichkeit, für die noch da zu sein. Und würden alles dafür geben. Und dieses fette Stück Scheiße setzt sich dahin und sagt, ja, das war so fürchterlich schlimm für mich, dass ich gleich mal erstmal in Saufen gegangen bin und Frauen in der Disco sexuell belästigt habe. Ja, herzlichen Glückwunsch. Den Tag vorher schon drin war. Und da war es so. Du warst im Tag vorher schon drin, dann ist es ja was anderes, Rainer. Weil ein Tag in der Woche muss ja reichen, wenn der Vater im Sterben liegt. Das ist ein bisschen, ich fahre nicht rein.
Weil ich habe mir dann gedacht, ich habe mir dann gesagt, die ersten Abend machen wir den mal ausschlafen. Das ist ein gut geht, weil es ging ja den Tag vorher ziemlich schlecht. Ja, das ist eine tolle Ausrede. Ich lasse ihn ausschlafen, weil es ihm ja so schlecht ging. Rainer, du kannst bei so einem Menschen, auch wenn der unter schweren Schmerzmitteln ist und wegpennt, du kannst trotzdem für ihn da sein. Ne? Der wird zwischendurch auch mal wieder aufwachen. Und dann kannst du dich eine halbe Stunde mit ihm unterhalten. Und wenn er dann wegpennt, dann bist du halt trotzdem da. Und dann ist das für den vielleicht auch nicht mehr so scary. Ne? Wenn er in dem Fall ja nicht weiß, ob er wieder aufwachen wird. Aber er weiß, dass jemand da ist. Und ganz ehrlich, scheißegal, wie hart Rudi angeblich war, kein Mensch ist so hart, dass er in der Situation nicht gerne jemanden da hätte. Und das wäre deine Pflicht gewesen. Und klar, du hättest dich dann da gelangweilt. Wahrscheinlich. Also, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weil es ihm ja wurscht ist, ja. Aber es wäre trotzdem deine Pflicht gewesen. Und Rainer denkt sich, ja, komm, dem geht's so schlecht und dann müssen sie dem Morphium geben und dann pennt er wieder weg und dann sitzt sie da und dann, und die könnte ja währenddessen eigentlich irgendwas anderes machen. Und das ist halt, das ist halt einfach räudigstes Arschlochtum. Weil ich ja vor den 2 Tagen hintereinander zu besuchen, wollte ich ihn dann am Tag ruhig gönnen. Und ich bereue das bis heute. Dann tags drauf ist er gestorben. Ich habe natürlich viele Gedanken gehabt. Ich denke, die Hauptgedanken waren unter anderem darin, dass es nicht wahr sein kann. Für London ist da ja ein sehr großer Schritt in der Zeit. Der Hauptgedanke war, herzlichen Glückwunsch, Reini, du hast es geschafft, du hast jetzt endlich die Chance für dich. Und jetzt kommt Internet und YouTube-Karriere und jetzt läuft's. Ja? Du musst nur den lästigen Vater verscharren. Das war dein Gedanke. Ja. Ein weiterer Gedanke war, dass ich ihn noch mal sehen will. Das habe ich auch umgesetzt. Ja, toll, Rainer. Ja, toll hast du das gemacht. Als er dann tot war, wolltest du ihn nochmal sehen. Na super. Ich meine, versteht Sie mich nicht falsch, ich bin auch ein Fan davon, dass Bestattungsinstitute so Abschiedsräume haben. Ne? Wo dann die Person aufgebahrt liegt, wo sie nochmal schön herrichten, wo du reingehen kannst und dich nochmal verabschieden kannst. Das ist für viele Leute eine sehr wichtige Prozedur. Ne? Auch um das zu realisieren, sodass die Person halt wirklich weg ist. Und um sich zu verabschieden. Aber darum geht es jetzt irgendwie, ne? Das ist Standard. Und das ist auch was irgendwie jeder dann noch machen kann, der ihn auch, wenn vielleicht irgendwann nicht so nahe gestanden hat, irgendwelche Arbeitskollegen oder sowas. Es geht hier um als er gestorben ist. Wo du da warst. Bin dann ins Krankenhaus gefahren, war noch mal bei ihm. Werde ich auch nie vergessen. Habe meinen damaligen besten Freund gerufen, ob er mitfährt, beziehungsweise ob er vielleicht fährt. Und er weiß, ob ich im psychischen Stande war, aber ich habe das dann abgemacht. Er war aber auch noch dabei. Mein Patenonkel und meine Patentante kamen dann noch rein. Als ich im Krankenbett lag, also als ich im Krankenbett lag, dann, Ich sag dir, ich hoffe, ihr versteht das jetzt alles. Er erzählt jetzt, was dann passiert ist, nachdem der Vater gestorben ist. Ne, sind sie ins Krankenhaus gefahren, sein Gumbel konnte nicht, keine Ahnung. Patenonkel war da, was weiß ich. ja, dann später war ich zu Hause und ich habe mich dann in Videospiele geflüchtet und Das ist so wild einfach. Ich habe mich dann in Videospiele geflüchtet. Er, Rainer Stani. Ne? Stani flüchtet sich in Videospiele. Ey, weiß nicht. Ne? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen ihm nahestehenden Menschen verloren hat, ob man dann Bock hat zu zocken. Ich bin ein sehr leidenschaftlicher Zocker immer gewesen. Ich sag, ich zocke in den letzten Jahren deutlich weniger, als ich es gerne machen würde, aber früher sehr, sehr, sehr viel gezockt. Und bei mir ist es nicht so, dass wenn ich einen Schicksalsschlag habe oder dass ich dann da irgendeinen Nerv dafür habe, zu zocken. Weil das soll Freude bereiten. Ne? Zocken ist ein Hobby für mich. Und
das tut's halt in der Situation für mich persönlich nicht. Ich verbringe dann, wenn es mir richtig, richtig dreckig geht, halt Zeit mit wichtigen Menschen oder keine Ahnung, kuschel mit den Katzen im Bett oder auf der Couch einfach, ne? Aber ans Zocken denke ich da gar nicht. Musik gehört, kannst du auch anfangen realisieren wollen. Musik hören ist tatsächlich, ist auch was. Also Musik gehört für mich zur Trauerbewältigung auf jeden Fall mit dazu. Und das ist wirklich wichtig. Also für mich ist Musik wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Und aber ich weiß nicht, keine Ahnung, ich kann es mal vorstellen, Reini macht dann so Pseudo-Selbstmitleid versinkendes Ding. Das ist halt so eine Show, wie er es halt in den YouNow-Streams damals auch gemacht hat. Aber das ist ja eine ganz andere Situation wie bei dir gerade. Wenn man die versucht Ja, weil der Onkel noch nicht tot ist. Deswegen ist das eine vollkommen andere Situation. abzulenken, willst du zumindest ein bisschen kuscheln? Nein, möchte ich nicht. Da willst du mich verarschen, Rainer. Für den Fall, dass ihr es jetzt nicht gehört habt, das war sehr, sehr wichtig. Er hat jetzt da seinen Sermon runter monologisiert. There we go. Und hat dann abgeschlossen mit: Kann ich dich irgendwie ablenken? Willst du vielleicht ein bisschen kuscheln? Und sie hat sehr deutlich gesagt: Nee, hat sie nicht wirklich Bock drauf. Ist jetzt wieder das Problem, sie ist deutlich lauter, weil sie direkt neben dem Handy liegt und er liegt halt am anderen Ende des Raumes. Wir müssen jetzt damit leben. Ich weiß nicht, wie es dann auf der endgültigen Aufnahme sich anhören wird. Wenn es richtig scheiße ist, dann, ne? Ich bin technikmäßig, tontechnikmäßig, Videobearbeitungs-, erstellungsmäßig nicht so der Super-Crack, dass ich das irgendwie hinkriege. Okay, einmal kurz. Und Profi blastet uns die Ohren raus. Let's go, Pause machen. Also Reini macht wohl auf seinem Handy irgendwelche Geräusche an, ne, um mir beim Einschlafen zu helfen. Aber er versucht anscheinend, das hat jetzt Ofi schon gespoilert, das spoilere ich euch jetzt auch, aber das wird euch nicht verwundern. Er versucht halt trotzdem da nochmal anzusetzen. Ne? Also er will nochmal schauen, ob sie nicht doch noch will. Ja, aber wenn ich dich jetzt küssen würde, würde es ihm davon schlechter gehen? Ihr habt mir jetzt hier gleich liegen. Ihr habt mich jetzt hier gleich liegen. Und nicht vor Lachen. Sondern eher wie dieser komische Dude. Ne? Kennt ihr den? Das ist so ein Meme. So ein alter Mann, der sich irgendwie vorm Eingang von so einem Haus auf den Boden wirft, so ganz theatralisch. Eher so. Ich kann es nicht glauben. Ich muss mich hinsetzen. Wenn du mich jetzt küssen würdest, würde es ihm davon schlechter gehen. Natürlich nicht, Reini. Solange er es nicht erfährt. Weil ich nehme an, der Onkel, wenn sie sich so nahe stehen, mag sie. Und wird sich natürlich einen Dude wie dich nicht für sie wünschen. Ne? Aber darum geht es nicht. Bei Empathie-Lord ohne Grenzen. Wenn du mich jetzt küsst, wird es ihm davon schlechter gehen. Nein, aber es würde ihr auch nicht davon besser gehen. Weißt du, wovon es ihr besser gehen würde? Wenn jemand, der wirklich Empathie hat, der schon einen nahen Verwandten verloren hat, mit ihr drüber reden könnte, ihr zuhören würde vor allem. Zu sagen, hey, was sind jetzt deine Gedanken? Was geht dir durch den Kopf? Du kannst mir das erzählen. Ja, ganz zwanglos. Ich bin hier für dich und ich werde, wenn es für dich wichtig ist und dich das so stark belastet, dann sitze ich hier die ganze Nacht und höre dir zu, was du mir zu sagen hast. Und wenn du dann irgendwie
Hilfestellung brauchst, irgendeinen Tipp oder ich dir Ratschläge geben soll, dann werde ich das machen. Und wenn du das nicht willst, sondern dich einfach nur auskotzen über diese beschissene Situation, in der du gerade bist, dann sitze ich hier und halt mein dummes Maul und höre dir dabei zu, wie du deine ganze Scheiße von mir auskotzt, weil du das gerade brauchst, damit es dir besser geht. Ne? Dem Onkel, dafür kann man nicht sorgen, dass es dem besser geht. So, das können nur die Ärzte oder Gott. Sie ist in einer beschissenen Situation und die Möglichkeit ist, dass es ihr besser geht, liegt in deinen Händen, dass sie sich bei dir ausheulen kann. Und zwar nicht mit irgendwelchen Hintergedanken, sondern einfach nur für diesen Menschen da zu sein. Aber das versteht Rainer halt nicht, weil wir kennen alle sein Empathieverständnis. Ne? Forza ist fertig runtergeladen, wissen wir Bescheid. Oder dir besser. Nein, es würde mir nicht besser gehen, weil ich dafür gerade keinen Kopf habe. Ja, offensichtlich. Alter Leute, ist laut. Oh fuck. Vor allem meine ganzen Soundeinstellungen sind danach wieder komplett gefickt nach der ganzen Nummer. Normalerweise habe ich für Standardgeschichten ist ja bei Ofi irgendwie relativ gut gewesen, jetzt immer die Lautstärke. Aber es hat jetzt, ist auch nicht Ofis Schuld, das ist jetzt der Aufnahme geschuldet, aber Versteh das doch bitte. das versteht Rainer nicht, weil es ist ihm scheißegal. Hast du sowas schon ausprobiert? Jetzt kommt er mit dieser "Hast du das schon mal ausprobiert" Scheiße um die Ecke. Rainer, man muss es nicht immer ausprobieren, um zu wissen, dass man es nicht will. Man muss das nicht. Ich habe noch nie einen Zimmermannsnagel über einen Bunsenbrenner gehalten, bis er hochrot, jetzt bin ich selber schon ganz dumm, bis er hochrot geglüht hat und habe ihn mir vorne irgendwie in den Pimmel gestopft. Ich weiß aber trotzdem, dass ich das nicht will. Man muss nicht immer alles ausprobiert haben. Man kann auch einfach mal drüber reflektieren oder man kann auch einfach vom Gefühl ausgehen, dass man sagt, nee. Und ganz ehrlich, es ist sehr tief eine Gefühlsentscheidung, ob man irgendwie bimsen will mit irgendjemandem. Wie man gerade in der Stimmung ist. Und wenn man gerade Angst davor hat, dass irgendein naher Verwandter stirbt, dann ist es absolut nicht verwerflich, wenn man nicht in der Stimmung dazu ist, zu bimsen. Ich möchte nicht ausschließen, dass es Leute gibt, die sagen, hey, ne? Ich lenke mich mit Rumfickerei von sowas ab. Und das denen hilft. Das ist dann auch Gucci. So, das soll denen dann auch helfen, wenn die sagen, ich kann beim Bumsen gut den Kopf frei kriegen und danach setzt der Körper ja eh immer solche Schlafhormone frei, irgendwie, die einen ein bisschen müder machen, dann kann ich danach irgendwie auch besser schlafen. Vollkommen okay. Und wenn andere Leute einen schweren Schicksalsschlag dadurch kompensieren, dass sie, keine Ahnung, dass sie sich volllaufen lassen, dann ist das vielleicht auch nicht die gesündeste Herangehensweise an die ganze Nummer, aber dann ist das auch okay. Wenn aber jemand, der eine dieser Sachen tut, mit jemandem konfrontiert ist, nicht in der Situation ist, sondern mit jemandem konfrontiert ist, der in der Situation ist, und der Person dann diesen Vorschlag macht, also mir hilft das und das, und die Person sagt, nee, hilft mir gar nicht, ich habe gar keinen Bock drauf, dann hat man danach sein dummes Maul zu halten. Und nicht zu sagen, ja, hast du schon mal ausprobiert? Nee, brauche ich nicht. Weiß ich, dass ich das nicht will. Ne? Ich kenne mich. Ich habe mein Leben lang mit mir gelebt und ich weiß, dass ich in der Situation entweder nicht bimsen oder nicht saufen oder nicht, was weiß ich, was machen will. Ja? Manche Leute wollen Gesellschaft in so einer Situation und treffen sich mit ihren guten Freunden. Manche Leute wollen gerade keine Gesellschaft und ziehen sich zurück. Und das ist auch alles vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, es gibt wenig Situationen, in denen man sich besser kennenlernt, als wenn man einen schweren Schicksalsschlag erlebt, weil man sehr, sehr, sehr stark in sich weiß, was man gerade nicht will. Man weiß nicht zwangsweise, was man will in der Situation, aber man weiß sehr, sehr genau, worauf man da gerade gar keinen Bock hat. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal irgendwie einen schweren Schicksalsschlag erlebt hat. Man
Man weiß sehr genau, worauf man keinen Bock hat und man gibt auch keinen Fick mehr drauf, wenn anderen Leuten da nicht auf die Füße zu treten. Ich kommuniziere das dann sehr, sehr, sehr deutlich, wenn mir da Leute auf den Sack gehen, dass sie mir auf den Sack gehen und dass sie entweder aufhören können, mir auf den Sack zu gehen, oder sich verpissen können. Ne? Und wenn es Leute sind, die ich gerne mag und die versuchen mir zu helfen, werde ich mich da dementsprechend anders denen gegenüber verhalten. Und wenn es Leute sind, die ich nicht mag, dann stiefel ich die weg. Also nicht im metaphorischen Sinne, ne? Dass ich sie halt zum Teufel schicke. Und, aber wenn es Leute sind, die ich halt gerne mag, sage ich, hey du, das hilft mir jetzt alles gerade nichts. Ne? Das und das und das und das kann ich gerade nicht haben. Da habe ich gerade keinen Kopf dafür. Und ich kenne niemanden, der mir wichtig ist und dem ich wichtig bin, der das jemals ignoriert hätte oder mir krumm genommen hätte. Dass man sagt, hey du, mir geht's gerade richtig beschissen. Und das und das und das, was du gerade tust, hilft mir nicht. Könntest du das bitte unterlassen? Ne? Ich weiß, du meinst es vielleicht gut in der Situation, aber ne? Dann ist das Gucci. Keiner kommt mit, hast du es schon mal ausprobiert? Rainer, sie hat auch noch nie ausprobiert, wenn es ihr scheiße geht, ob sie einen fetten Sonderschüler aus Bad Windsheim krankenhausreif schlägt. Vielleicht soll sie das mal ausprobieren. Aber irgendwas nehmen, was schwer ist in dem Raum, runtergehen, keine Ahnung, die meisten Kneipen haben ja irgendwie, komm, Ding, das Uwe ist Neonazi, da gewiss ein Baseballschläger drunter. Vielleicht hilft ja das. Hat sie auch noch nie ausprobiert, könnte sie ja mal machen. Ob es ja noch besser gehen würde. Ja, ich mein's auch nicht. Pass auf. Ich glaube, dass dir das gut tun würde. Ja, Rainer glaubt, dass ihr das gut tun würde, aber was Rainer glaubt, ist halt vollkommen irrelevant. Das ist in jeder anderen Lebenssituation schon so und hier schon dreimal. Schon allein deswegen, weil doch Endorphine freigesetzt werden. Da müsste ich das hier ausschalten, dann kann es besser gehen. Große Naturwissenschaftler, der erzählt dir jetzt was von den Endorphinen, die dabei ausgeschüttet werden. Rainer, ich verrate ein kleines Geheimnis. Niemand hatte jemals die Situation, dass Endorphine in ihm ausgeschüttet wurden, als er dich nackt gesehen hat. Kein Mensch, keine Frau, kein Mann, kein Divers, kein gar nichts. Ne? Niemand. Und sich von dir angrabbeln zu lassen, setzt auch ganz sicher keine Endorphine frei. Bei niemandem. Du weißt schon, dass es auch als Therapie geboten wird, ne? Ja, weil wer kennt es nicht? Wer kennt es? Es wird als Therapie, ganz ehrlich, wenn ein Psychologe das als Therapie vorschlägt, dann würde ich ihn anzeigen. Und dann gehört ihm die Lizenz entzogen. Ja? Stellt euch einmal vor, ihr habt einen schweren Schicksalsschlag erlebt. Keine Ahnung, euer Partner ist bei einem Autounfall gestorben. Ja? Ihr wart 10 Jahre zusammen, schwer verliebt, verheiratet, wolltet gerade irgendwie anfangen, eine Familie zu gründen. Partner weg. Autounfall, einfach aus dem Leben gerissen, weg. Und ihr kommt dann zum Psychologen, der euch helfen soll. Und der sagt, haben Sie es schon mal mit Bimsen probiert? Das soll ja helfen, weil das setzt Endorphine frei. Das ist die Situation, die jetzt er gerade belabert. Das wird als Therapie eingesetzt. Nein, Rainer, Bimsen wird nicht als Therapie gegen psychische Probleme bei Schicksalsschlägen eingesetzt. Wird es nicht. Weil die Leute, die das tun, vorschlagen würden, vorschlagen, das hat sich jetzt angehört, als wäre ich irgend so ein Hartz-IV-Dulli, denen gehört die Lizenz entzogen. Ne? Weil das übergriffig ist. Die Situation muss man sich vorstellen. Ganz ehrlich, wenn ich einen schweren Schicksalsschlag hätte, die Psychologin könnte so attraktiv sein, wie sie will. Ja, und wenn ich da hingehe und sage, ja, mir geht's so fürchterlich scheiße, ich komme damit nicht klar. Und die Psychologin wird sagen, Herr Kasper, haben Sie es mit Bimsen schon mal probiert? Das soll ja helfen, weil es setzt Endorphine frei. Ey, ich würde zur rasenden Wildsau werden, glaube ich. Ich würde zur rasenden Wildsau werden.
Weil sie empfohlen wird. Rainer, bitte, mein Onkel liegt im Sterben. Lass es bitte. So, wie man ihm das extra noch sagen muss. Sie hat ihm jetzt mehrfach gesagt, dass sie keinen Bock drauf hat. Und er hört und hört und hört nicht auf und sie so, bitte, Rainer, ich bitte dich darum. Ich höre ja schon auf, darüber zu sprechen und wälz mich jetzt die restliche Nacht alleine für mich selbst irgendwie rum und schau, dass ich mit meiner Trauer selbst klarkomme. Ja? Aber bitte, bitte, bitte halt einfach den Mund, weil ich kann es nicht mehr hören. Aber du kannst es doch jetzt nicht ändern. Du musst aber dir was Gutes tun. Das tun nicht. Ja, kann man nicht ändern. Das hat sich Rainer im Übrigen auch gedacht. Ne? Bin ich fest davon überzeugt. Rainer hat sich das gedacht, als er da in der Nacht, als Rudi den Eimer gekickt hat, wie man es jetzt schlecht von Englisch ins Deutsche übersetzen würde, hat sich Rainer das auch gedacht, kann man jetzt nicht ändern. Kann man nicht ändern, ne? Der stirbt halt, dann gehe ich halt in die Disse. Im Übrigen, wenn ich Disse sage, dann, ja, ich bin ein alter Mann. Aber er schließt da von sich auf andere und denkt so, soll's, ne? Und jetzt sind wir wieder, das hatten wir vor ein paar Videos schon, da wo es auch um den todkranken Onkel ging, sind wir wieder an dem Punkt, wo es dann heißt, so, ja, das Bärchen versteht einfach überhaupt nicht, dass er nicht sie diejenige ist, die im Sterben liegt, sondern es ist ja in Anführungsstrichen nur der Onkel. Ja? Das ist doch halb so wild. Es geht ja nicht ihr schlecht. Oder jetzt hier ihm, ist ja nur der Onkel. Und der ist ja nicht mal da. Da kann sie ja. Ne? Ekelhaft ist kein Ausdruck mehr dafür. Können tust du es auf jeden Fall. Du willst nur nicht. Das ist der Unterschied. Ja, sie will nicht. Das ist richtig. Sie will nicht. Können. Sie sagt ihm, ich kann das gerade nicht. Ja? Und ja, können. Ich kann nicht, ich will nicht Land. Ja? Alter, halt dein Maul, Rainer. Also spätestens dann hätte kein Richter die Frau verurteilt, wenn sie runtergegangen wäre, sich von Uwe den Baseballschläger geholt hätte. Kein Richter der Welt. Du kannst es schon, du willst nur nicht. Aber die könnte jetzt so ein bisschen gut werden, dass du dir auch verdienst. Den letzten Teil habe ich jetzt auch nicht verstanden. Er murmelt da irgendwas passiv-aggressives in seinen nicht vorhandenen oder zu dem Zeitpunkt vorhandenen, weiß ich nicht mehr, Bart hinein. Und das ist schon wieder in einem Ton. Ich musste die Worte nicht verstehen, damit mich der Ton schon wieder matt gemacht hat. Ja? Ja, und können kann keine Rede sein, du willst nicht. Ich hab mal ein Date, Mann. Kuschel wenigstens der mit mir. Es ist nicht so, dass ich keine Gefühle für dich habe. Ja, allerdings sind meine Gefühle im Moment der übelste Aufruhen. Ja. Jetzt kommt er wieder auf seine Gefühle. Oh, mir geht's so schlecht, mein Onkel liegt im Sterben. Ja, willst du bimsen? Nein, wirklich nicht. Nein, hast du schon mal probiert? Nein, ich will nicht. Ja, aber du kannst ja nicht wissen, ob du das nicht willst, wenn du es noch nicht probiert hast. Bitte, bitte halt einfach den Mund, lass mich bitte einfach in Ruhe, du machst es nicht besser. Ah, ich kann nicht wohnen, ich will nicht Land und ne. Ja, der Mann ist so krasser Abschaum. Sagen kann das jeder. Wirklich gemerkt habe ich davon jetzt kaum bis gar nichts. Bisher. Pass auf, ich glaube auch, dass du viele Sachen noch einfach überbewertest. Ich glaube. Da muss ich jetzt genau hinhören. Ich hoffe, ihr habt es gehört. Ich sag's euch jetzt noch. Ich glaube, dass du viele Sachen einfach überbewertest. Jetzt versucht das von der anderen Schiene. Ja, gerade eben war Snoosen-Abend war noch die große Therapie-Variante. Ja, das ist wichtig. Das wird als Therapie eingesetzt. Das macht dein Leben besser. Ja, das hilft dir in der Situation. Und jetzt, weil er gemerkt hat, damit kommt er nirgendwo hin, kommt er mit, ist ja, hier, Sex ist ja nicht so wild, ist jetzt nichts so Wichtiges. Das kann man ja schon auch mal machen. Ne?
Ich habe nichts vor, dich jetzt komplett hier durchzuvögeln, ne? Die ganze Nacht durchzupoppen, dass du morgen früh nochmal laufen kannst. Ja, das ist schön, dass du das nicht vorhast. Dazu wärst du auch gar nicht in der Lage, sogar wenn sie Bock drauf hätte. Ne? Wir wissen alle, was da passieren würde. Es gibt zwei Varianten, was passieren würde, sollte Reini tatsächlich, und wie gesagt, es gibt die Gerüchte und es gibt angebliche Beweise, aber ich glaube nicht, dass Reini schon mal jemals Wurst ins Wurstfach gelegt hat. Und es gibt zwei Varianten, was passieren könnte. Das eine ist, mit Hilfe von sehr viel gutem Willen und sehr viel blauen Pillen wird der Maulwurf in einen Zustand versetzt, in dem man ihn mit sehr viel Arbeit und auf die Seite schaufeln von was auch immer da sich drumrum gebildet hat, dazu bringt, dass der irgendwo reingeht. Dann fängt der Maulwurf instant zu kotzen an. Dann war es ein sehr kurzes Vergnügen für ihn. Und zweite Variante ist, der Maulwurf streikt und das Bärchen ist schuld. Das wären die zwei Varianten. Und nichts davon hätte den Abend irgendwie gerettet. Oder irgendwie von beiden irgendwie. Auch das erste hätte Rainer besser fühlen lassen können. Er hätte angeben können. Der hätte am nächsten Tag in den Stream gestartet. Weißt du, 5 Minuten später wäre er in den Stream gegangen und hat gesagt, ich hab gebimst, da liegt sie. Und hätte die Kamera drauf gehalten. Ne? Und hätte sich dadurch geiler gefühlt. Aber ihr hätte das, ne, im Leben nichts geholfen. Und wenn der Maulwurf gestreikt hätte, dann wäre es ihre Schuld gewesen, hätte er sie dumm angemacht und hätte am nächsten Tag im Stream trotzdem behauptet, er hätte sie gebimst. Kurzer Einwurf, Reini. Nein, das kannst du auch gar nicht. Fürchterlich laut. Ja, das war jetzt nur ein sehr, sehr kurzer Ofi-Einwurf. Der hat mehr oder weniger ganz kurz gefasst das gesagt, was ich sage. Aber es geht weiter mit Rainers Widerlichkeiten. Herzlichen Glückwunsch. Aber so ein bisschen kuscheln, so ein bisschen knutschen ist für mich eine ganz normale, einfache Sache. Wenn du da Abend keinen Sex haben kannst, verstehe ich das. Aber so ein bisschen rummachen, so ein bisschen rumknutschen, das würde dir ein bisschen den Kopf frei machen, das würde dir gut tun, würde Endorphine freisetzen, würde also dafür sorgen, dass es dir besser geht. Und gleichzeitig würde es dir ein bisschen was bringen. So ekelhaft. Hier wird im Übrigen wieder gespiegelt. Ne? Rainer stellt sich vor, wie er sich dabei fühlen würde, wenn das Bärchen jetzt anfängt, mit ihm rumzubauen. Und er ignoriert vollkommen, wie sie sich dabei fühlen würde, weil wir wissen alle, dass ihm das hart am Arsch vorbei. In vielerlei Hinsicht. Dass du das nicht willst, verstehe ich auf der einen Seite auch, aber auf der anderen Seite, wenn du so, bei dem verschiedenen Falschen, bei den meisten Menschen ist es eher andersrum. In den meisten Fällen ist es eher andersrum. Wir wissen immer, wenn er verstehe mich nicht falsch sagt, weiß er selber, dass er was fürchterlich Ekelhaftes vom Stapel lässt. Wenn die so K.O. sind, fertig sind, alles. Und mit jemandem zusammen sind, den sie lieben, versuchen sie sich eigentlich eher mit dem ein bisschen abzulenken. Das ist alles wirklich. Das kannst du dir nicht ausdenken. Rainer erzählt jetzt von wegen, die meisten Leute in so einer Situation versuchen sich irgendwie abzulenken und mit Sex. Woher will er das dann denn wissen? Es ist so ein plumper Manipulationsversuch. Und wir wissen alle, Rainer hat, plumpe Manipulationsversuche sind jetzt bei Rainer keine Seltenheit. Das wäre schon fast eigentlich keine Erwähnung mehr wert. Was es hier wirklich besonders macht, ist die Widerlichkeit angesichts der Situation. Ne? Wie gesagt, ob es den Onkel jetzt gibt oder nicht, weiß ich nicht. Ne? Wenn es den Onkel tatsächlich gibt, dann mein herzliches Beileid an das Bärchen. Ne? Niemand, Moment, Katze. Mietz. Niemandem ist es zu wünschen, schwerkranke Verwandte zu haben, eine nahestehende Person zu verlieren, etc. Und, aber es geht halt Reini nicht darum. Es geht Reini darum, dass er sagt, ich würde mich jetzt besser fühlen dadurch. Ich würde mich jetzt besser fühlen, wenn du das jetzt machen würdest mit mir. Und wenn ich mich damit besser fühle, musst du dich ja auch besser fühlen, weil du hast eine gute Tat verbracht. Weil du hast ja dafür gesorgt, dass es mir besser geht und ich bin der wichtigste Mensch auf der Welt. Ja, also hast du ja schon was Gutes gemacht.
Schauen wir mal weiter. Hör zu, Rainer, mir geht's echt dreckig. Mein Borderline verstärkt alles gerade noch extrem. Weißt du eigentlich, was Borderline ist, also im Detail? Ja. Ich bin kein Psychologe. Ich kenne mich jetzt nicht so krass gut mit Borderline aus. Bitte korrigiert mich, falls dass ich jetzt Scheiße labere. Aber Borderline sorgt normalerweise dafür, dass man irgendwie mit der eigenen Gefühlslage nicht mehr klarkommt, von Dingen überwältigt wird, oder? War das nicht so in beide Richtungen? Ne, also, dass diesen Leuten immer so on-off entweder extrem gut oder extrem schlecht geht. Und dass das vielleicht auch irgendwas mit ne, Hormonhaushalt im Kopf zu tun hat. Wie gesagt, ich kenne mich so gut nicht aus, aber das ist so meine Info gewesen. Bitte, wenn jemand da Ahnung hat, irgendwie Psychologie-Hater hier in der Community haben, korrigiert mich bitte. Oder schreibt es mir rein, ne, was so die Anzeichen von Borderline sind. Ich könnte das jetzt auch googeln, aber ich würde das auch gerne von euch hören. Interessiert mich. Interessiert mich auf jeden Fall. Aber die Info, die ich hatte, war, dass dieses Borderline-Ding halt irgendwie auch einhergeht dann eben mit einer Impulskontrollstörung, dass du halt einfach mit der eigenen Empfindungswelt nicht klarkommst und halt einfach von allem immer überwältigt bist. Ja? Aber ehrlich gesagt finde ich das immer ein bisschen zu vereinfacht, sowas immer gleich auf die Krankheit zu schieben. Ich rast gleich aus. Sie sagt, hey du, ich hab's schwer genug, wie es ist, weil ich Borderline habe. Jetzt kommt eine sehr emotional belastende Situation obendrauf. Und was du gerade tust, hilft mir nicht. Lass mich in Ruhe. Und was er sagen sollte, wäre, tut mir fürchterlich leid, ich habe eine Grenze überschritten. Ich lasse dich jetzt in Ruhe. Solltest du weiter darüber reden wollen, höre ich dir zu. Ne? Was er sagt ist, ja, du machst es dir ja ganz schön einfach, das hier einfach auf so eine Krankheit zu schieben. Er, der große, ich habe angeblich ADS und Legasthenie-Lord, der jeden Scheiß in seinem ganzen Leben, alles, was er verbockt hat, was man ihm vorgeworfen hat, immer auf eine von 3 Sachen geschoben hat. Entweder war es eine Legasthenie oder sein ADS oder die Hater oder alles 3. Ne? Das waren die Dinge. Es hat immer dann so, Rainer, das und das. Und wenn er nicht mehr auskonnte, er hat immer alle möglichen Ausreden gesucht, aber wenn er nicht mehr auskonnte, man hat ihm die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, hier Rainer, da. Ne? Ja, ich habe ADS, ich habe Legasthenie, ich habe dies, ich habe das. Die Hater sind schuld. Ne? Und jetzt kommt er und erzählt dieser Frau, deren Onkel im Sterben liegt und was sie fertig macht und die obendrauf noch eine anerkannte psychologische Störung hat, eine Krankheit hat. Ja, du machst es ja ganz schön einfach, wenn du es einfach hier so auf so eine Krankheit schiebst. Alter, da wäre ein Tritt in die blauen Murmeln massiv angesagt gewesen. Aber massiv. Einfach rübergehen, ja, und reintreten. Ich habe auch ADS und Legasthenie. Ich hätte auch 2 Sekunden später Pause machen können. Er kommt tatsächlich mit der Scheiße um die Ecke. Und sagt er jetzt in der nächsten Szene wirklich und tatsächlich und wahrhaftig, dass er das nicht als Ausrede benutzt, obwohl er es gerade als Ausrede benutzt? Und ich habe auch viele andere psychische Probleme. Womit So, ich hätte gedacht, Rainer, ich hätte gedacht, du hast gar keine psychischen Probleme. Ich hätte gesagt, so viele Psychologen hätten dich schon untersucht und die haben alle nichts gefunden, weil du psychologisch nicht erfassbar bist. Und jetzt auf einmal heißt es, ja, ich habe auch alles. Ich habe alles. Ne? Ich kenne mich aus. Ja, und ich pusse hier trotzdem nicht so rum. Ja, ich will hier trotzdem bimsen. Was ist los? Ey, es ist ganz ehrlich, das hier, ich habe echt nicht gedacht, dass das über eine Stunde dauert, aber ich muss so viel dazu sagen, weil es so grenzwiderlich ist, einfach grenzüberschreitend widerlich ist. Das ist wirklich einer der schlimmsten Leaks, die ich jemals gehört habe. Und ich habe von Rainer schon viel gehört. Aber das
mit allem zusammen. Ne? Mit der Geschichte von wegen Vater und allem. Und jetzt dem Onkel und dieser alles auf ADS-Schieberei. Und das ist wirklich einer der belastendsten Streams, die ich jemals gehabt habe. Das ist so eine Situation, wenn mir jemand das vorspielt, während ich im selben Raum mit ihm bin, dann weiß ich nicht mehr, ob ich mich unter Kontrolle hätte. Wie hast du das drauf, das Ganze zu schieben? Einfach Wahnsinn. Wirklich. Er behauptet das tatsächlich. Ja, ich habe ja auch ADS und Legasthenie und alle möglichen Probleme und ich schiebe doch nicht alles auf, ich schiebe ja auch nicht alles irgendwie da drauf. Ne? Doch, Rainer, genau das machst du. Und keine Ahnung, ADS und Legasthenie haben ist im Vergleich zu, ich habe Borderline und mein Onkel liegt im Sterben, ist Killefits. Also im Vergleich. Weil inzwischen, auch gerade bei Legasthenie, gibt es ja alle möglichen Hilfemethoden, elektronischer Art auch, ne, Rechtschreibprüfungen etc. Dinge, Programme, die dir Sachen vorlesen können, auch wenn es wirklich extrem schlimm ist. ADS gibt es auch sehr, sehr viele Behandlungsmethoden. Borderline, aber weder Legasthenie noch ADS führt häufiger mal zu Selbstmord oder Selbstverletzung oder Selbstverstümmelung. Und Borderline, das weiß ich, ja, dass Borderline-Patienten ein sehr hohes Selbstmord-, Selbstverletzungs- und Selbstverstümmelungspotenzial haben, was das Ganze nochmal deutlich schlimmer macht. Und ganz ehrlich, seine Legasthenie zu vergleichen mit dem todkranken Onkel ist halt einfach. Ich weiß es nicht, es ist halt so drüber, das kann man sich nicht mehr ausdenken. Wirklich. Er schiebt doch immer. Also, das ist der Ofi wieder viel zu laut. Eine Sekunde. Okay, jetzt muss ich mich seelisch darauf vorbereiten. Wie gesagt, ich habe das nicht mehr wirklich. Ich glaube, ich weiß, was kommt. Weil Ofi jetzt gesagt hat, wir haben den Höhepunkt noch nicht erreicht. Dieser Leak wird noch schlimmer. Also dieser Leak, den ich gerade noch bezeichnet habe als den schlimmsten Drachenlord-Leak, den ich jemals gehört habe, wird anscheinend noch schlimmer. Okay, let's go. Und nach dem dritten Mal hätte ich ihm das Kissen aufs Gesicht gedrückt. Ganz ehrlich. Oder, ne, was? Es pumpert und macht der Ausschlag hier oben. Alter, wie kann man denn so viel... Das macht er doch absichtlich, oder? Also es hieß jetzt, es wird das Licht ausgemacht, man sagt sich gute Nacht, sie dreht sich rum, es soll wohl gepennt werden. Und das ist laut Ofis Aussage, in den ersten 15 Minuten nach Licht aus ist das hier passiert, mit diesen Räusperern. Da könnt ihr euch jetzt selber Gedanken drüber machen, ob er wirklich irgendwie tatsächlich einen Frosch im Hals hatte und sich viel räuspern musste. Für mich hat er sich nicht so angehört. Weil das hat man ja normalerweise, wenn man irgendwie eine Erkältung oder eine Grippe oder Corona oder sonst irgendwas hat, dass man viel husten, räuspern muss und sowas. Das kann auch nervig sein, ne, für den Partner, wenn man im selben Schlafzimmer pennt mit anderen Leuten. Ich persönlich glaube, er tut das hier, um ihr auf den Sack um sie wach zu halten. Um nochmal irgendwie das Gespräch anzuregen und vielleicht nochmal aufs Snooze zu kommen. Ja, und jetzt bin ich fest davon überzeugt, dass er es absichtlich macht. Habt ihr den Schnauber gerade gehört? Das ist ein eindeutiger Ich bin genervt Schnauber von Reini. Die habe ich schon so oft gehört in allen möglichen Discord-Leaks. Immer wenn ihm irgendwas vorgeworfen wurde, wo er dann wirklich nicht mehr auskonnte. Also in jedem Discord-Leak.
der irgendwas behauptet hat und dann hieß es, nee, Moment mal, Rainer, so und so. Du hast doch das und das gesagt. Ich hab's hier, soll ich's dir schicken? Dieses super genervte Schnauben. Er ist jetzt super genervt, weil sie ignoriert seine Räusperer und er ist sich ziemlich sicher, dass er es laut genug macht, dass sie eigentlich davon aufwachen sollte. Weil dieses Gesäusle von vorhin, das musste ich massiv nach oben schrauben, dass man es überhaupt noch hört. Und hier habe ich im OBS auf meinem Desktop-Audio bei jedem von diesen Räusperern einen tiefroten Ausschlag gehabt, sodass ich es jetzt wieder runterschrauben musste wie ein Gestörter. Ich will gerade auf den Sack gehen damit. In der Hoffnung, ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, das ist ein vollkommen hanebüchener Gedankengang für jeden, der nicht komplett kernbehindert ist. Aber ich glaube in der Hoffnung, dass sie sagt, okay, keine Ahnung, ich würg dir den Willi oder du darfst jetzt endlich mal irgendwas machen. Hauptsache, du hältst jetzt endlich dein Maul und pennst und lässt mich in Ruhe. Ich glaube, der versucht die hier zu nötigen, versucht sie zu nerven einfach. In der Hoffnung, dass sie sagt, ja okay, dann machen wir halt. Dann machen wir halt, damit jetzt endlich Ruhe ist. Wie ein kleines Kind, das seine Eltern nervt. Ich will aber, 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 bis er entweder eine Schelle kriegt oder tatsächlich seinen Willen. Was sie ihm in der Situation geben sollte, habe ich heute schon mehrfach erwähnt. Ja, und ich bin absolut ehrlich zu euch. Ich habe nicht. Aber Ofi, ganz kurz, Ofi hat gerade gemeint, er hat nicht mal die Hälfte der Räusperer reingeschnitten. Und das hat sich alles in einem 15-Minuten-Zeitraum bewegt. Das waren nicht einmal die Hälfte der Räusperer. Kein Mensch mehr im Kopf aus. So, und jetzt sind wir, also Reini scheint zwischendurch mal gepennt zu haben oder so getan zu haben oder sonst irgendwas. Gedöns. Und jetzt kommt eine Geräuschkulisse. Leute, ich möchte ja Triggerwarnung aussprechen. Ich mache sowas normalerweise nicht, weil ich das lächerlich finde. Aber in dem Fall mache ich eine Ausnahme. Ich weiß noch, was da jetzt kommt. Ich hatte die Räusperer nicht mehr auf dem Schirm. Ich hatte gewisse Aussagen nicht mehr auf dem Schirm. Wahrscheinlich habe ich sie verdrängt. Ich weiß noch, was da jetzt kommt. Irgendwie, ich weiß nicht, wie hat es der Bewährungsversager genannt? Brunftschnaubende oder Brunftbrüllende oder so? Ich glaube, Brunftschnaubende. Weil jetzt wird's richtig ekelhaft, Leute. Jetzt wird's richtig ekelhaft. Also ohne ihm. Ne, das herber Scheiß einfach. Ne? Der verreckt hier fast. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das schon, ne? Der liegt da und ist da aber er ist perfekt gesund. Ich würde so krass eskalieren. Stellt euch vor, ihr versucht zu pennen und dann liegt da irgendwo in der Ecke vom Raum so eine fette Mastsau und lässt das vom Start. Und jetzt sind wir an dem Punkt, den ich eigentlich gemeint habe. Da war erst noch mal kurz vorm Verreckele. Ne? Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wirklich jetzt die Triggerwarnung ist. Für die Leute, die da nichts mehr davon hören wollen, so ist das Video vorbei, verabschiede ich mich jetzt schon mal. Jetzt kommt es richtig widerlich. Ich spiele euch das mal vor. Also diese auch. Und da habt ihr es jetzt am Schluss gehört.
Hier erzählt jetzt Ovi noch jede Menge Zeug. Das heißt, also, ne, der Videopart ist vorbei. Der erste Teil war definitiv Schlafapnoe. Da kann er sich dann eben auch nicht mehr rausreden, wenn man auf den zweiten Teil anspricht. Ne? Weil das war so dieses unregelmäßige und man hat dann dieses Grunzen noch gehört. Diese Atemaussetzer. Der zweite Teil war Stöhnen. Ne? Weil bei Schlafapnoe sich normalerweise die Stimmbänder sind nicht beteiligt dabei. Und er hat hier ganz deutlich gestöhnt. Und das ist meiner Meinung nach auch die Bestätigung dafür, was das andere Mädel erzählt hat, diese Mary. Ja, dass er dann, wenn er das nicht kriegt, was er haben will, weswegen das Bärchen in seinen Augen überhaupt erst da ist, ja, und zwar seine sexuelle Bedürfnisbefriedigung, ja, dann legt er halt selber Hand an. Und dann liegt er da in der so 20 Quadratmeter Butze, keine 2 Meter von dem Bärchen weg, und schleudert sich ein. Ich weiß nicht, ob ihm bewusst ist, dass das sexuelle Belästigung ist, sexuelle Nötigung. Dass das strafrechtlich relevant ist, wenn man einfach im selben Raum mit jemandem ist, der einem mehrfach deutlich gemacht hat, dass kein sexuelles Interesse besteht und man sich dann einfach den Jürgen wirkt. Aber auch hier wird halt genau wieder gar nichts passieren. Scheißegal, welche Beweise hier vorliegen. Unter anderem eben, weil es ein Bärchen war, weil es natürlich veröffentlicht wurde. Es ist für Matt veröffentlicht worden. Dann kannst du es halt auch nicht mehr vor Gericht verwenden. Also könnte sie schon, aber dann warum hast du es aufgenommen? Man kann natürlich sagen, der hat da angefangen, deswegen habe ich es aufgenommen, um einen Beweis zu haben. Aber warum hast du es veröffentlicht? Warum haben sie es an den heiligen Ofenkäse geschickt? Schwierig. Und dann könnte Rainer eine Gegenanzeige machen, dann hat die wieder Stress ohne Ende. Das natürlich auch nicht zuträglich ist, wenn sie Borderline und einen todkranken oder inzwischen vielleicht schon toten Onkel hat. Und dann lässt man das halt. Und deswegen ist Reini mit so vielen von seinen Scheiß durchgekommen. Weil die Leute sich selber nicht ankacken wollten. Klar war immer Reini deutlich der schlimmere Part an der ganzen Nummer. Aber man wollte es sich halt nicht antun. Und ganz ehrlich, nicht nur hat er die Dreistigkeit, sich dann da hinzulegen und sich dann da noch einen von der Palme zu wedeln, sondern er stöhnt auch noch lauthals dabei. Ich weiß nicht, wie das bei euch abläuft. Ne? Wenn ich mir, ne, ich stöhne da nicht so laut dabei. Mag sein, dass der ein oder andere das vielleicht tut, aber oder keine Ahnung. Nehmen wir mal folgende Situation. Ihr pennt irgendwo auf dem Campingplatz. Ne, die Wände vom Zelt sind dünn oder vom Camper oder sonst irgendwas. Kann man sich da ein bisschen runter draußen? Er wollte, dass sie das hört. Er wollte, dass sie das hört. Rainer wollte, dass sie mitkriegt, dass er sich da gerade einwedelt. In der Hoffnung, dass sie dann sagt, ja, sie macht da noch mit. Vielleicht hat er gedacht, sie wird da geil davon oder. Weil ich kann es mir einfach anders nicht vorstellen. Oder ich weiß jetzt auch gerade nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich bin verstört von diesem Leak. Ich bin verstört. Und mich verstört nicht schnell irgendwas. Aber dieser Leak ist herb einfach, ist herb. Ich weiß nicht mal, was ich sagen soll. Leute, ja, Medal of, Leute, Medal of. Ich glaube, ich brauche jetzt selber erstmal Therapie, ohne Snooze. Und ich schaue, was ich jetzt als nächstes mache. Ich bin heilfroh, dass ich jetzt mit dieser Scheiße rum bin.
Und ich wünsche euch was.